zusammen, liebe Comic-Fans, ich zeige euch jetzt einen Trick, ein bisschen, wie ihr es ausmalen müsst. Aufpassen, dass ihr da nicht über den Bleistift drüber malt, sonst verschmiert es. Und zuerst ein bisschen die Ränder ausmalen und dann die Flächen zwischendurch. Einfach immer in die gleiche Richtung. Und da eben, wie gesagt, aufpassen. Auch mit hellen Farben. Ihr seht, jetzt hat es gerade ein bisschen verschmiert. Wenn ihr ein bisschen aufpassen mit hellen Farben, die zu den dunklen Farben ankommen, dass es nicht verschmiert. Ich zeige euch jetzt einen Trick, wie ihr einen Hintergrund schneller farbig machen könnt. Nehmt einfach eine dunkle Farbe, das geht besser, und eine Schere. Daheim wäre es noch gut, wenn ihr den Tisch abdecken mit einer Zeitung. Sonst ist nachher rundum auch alles dreckig. Mit einem Pinsel könnt ihr einfach ein bisschen das wegputzen, wo am falschen Ort gelandet ist. Und dann könnt ihr irgendein Tüchlein nehmen, ist ganz egal, könnt auch ein Stückchen Papier nehmen und dann einfach das ein bisschen verschmieren. Und dann ist das schon ein bisschen dunkler, ein bisschen dunkler. Und wenn ihr findet, das langt noch nicht, nehmt ihr nochmal einen Stift, den gleichen oder einen anderen. Eine Schere. Und dann wieder so verschmieren. Bis es euch dann langt. Also das macht ihr jetzt daheim vielleicht nicht unbedingt dann ohne Zeitung wie ich. Und ihr könnt auch zum Beispiel noch Blau nehmen zum Mischen. So. Und wieder so verschmieren. Und der Rest kommt dann weg. Man könnte es theoretisch auch mit dem Finger verschmieren, nur ist es nachher schwierig, dass ihr dann mit euren Fingern nicht das Bild verschmiert. Dann nehmt ihr einen gut gespitzten Bleistift zum Schreiben. Ihr könnt daheim übrigens auch ein kleineres Papier nehmen, als wir im Comic-Kurs hatten. Hei, jetzt wird es nicht funktionieren. So, also. Dann ist aber wichtig, nochmal, dass ihr gleichmäßig druckt mit dem Bleistift. Es geht nicht, dass ihr einmal so fein schreibt und dann einmal druckt ihr wieder. Wenn ich dann das kopiere, dann hat dann der Kopierer am Schluss Schwierigkeiten, das richtig zu sehen. Wenn du so reden, dass ich sehen kann. Ja, dann haben wir gesagt, oben links kann man so Kommentar schreiben, am nächsten Tag zum Beispiel. Muss immer gross anfangen. Dann am besten nehmen wir den Maßstab und machen da so einen rechteckigen Kasten rundherum. Da wäre jetzt schon eine Einteilung von euch für die Kästchen rundherum. Das könnt ihr dann selber machen daheim, so wie ihr wollt. Und wenn ihr etwas schreiben wollt, was ihr sagt, schaut ihr, dass ihr zuerst schreibt, aber eben, es muss wirklich gespitzt sein, dass ihr gut druckt und nachher die Sprechblasen rundherum macht. Wenn ihr etwas denkt, das wisst ihr ja wahrscheinlich, dann ist das so eine Blase. Okay. Ja. Dann wünsche ich euch viel Spass. Ihr könnt die Einteilung machen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch nur einen kurzen Comic machen, zum Beispiel so wie einen Garfield-Comic, der aus 3 Bildern besteht. Dann wünsche ich euch viel Vergnügen und dass ihr gute Ideen habt. Ciao zusammen. Da seht ihr jetzt nochmal alles schön ganz im Bild. Ich habe nicht gemerkt, dass man das am Schluss nicht mehr recht gesehen hat, da die die Blase, wo man etwas denkt. Also,
Macht's gut.